So, also ich habe eine Frage, und zwar an dich. Hast du schon mal etwas gemacht in deinem Leben oder eine Entscheidung getroffen, wo du gewusst hast, wenn ich das jetzt mache, dann sieht der Rest von meinem Leben nicht mehr gleich aus, als wenn ich es nicht mache? Vielleicht könnt ihr euch mal schnell versuchen, daran zu erinnern. Aber schnell überlegen, hat es so einen Moment gegeben? Könnt ihr euch kurz fragen, wie ihr euch gefühlt habt in dem Moment? So ein Moment, so, heute würde man auch sagen, so YOLO, oder? You only live once. So, okay, ich mach's. Genau. Könnt ihr im Hinterkopf behalten und vergesst nicht, euren Nachbarn vielleicht nach der Predigt zu fragen, hey, was war dein so ein Moment gewesen? Jetzt haben wir gar keine Zeit, um so zu erzählen. Genau. Wir sind heute im letzten Teil von dieser Serie Abenteuer vom Glauben, wo wir einen Blick auf das Leben von Jüngerinnen und Jünger werfen, die vielleicht ein bisschen weniger bekannt sind und uns miteinander anschauen, warum sie denn Jesus nachgefolgt sind und was sich durch das in ihrem Leben verändert hat. Und heute schauen wir das Leben von einem Jünger an, wo wahrscheinlich die meisten von euch schon einiges von ihm gelesen haben, von dem, was er geschrieben hat, aber wo über ihn selber in der Bibel jetzt gar nicht so viel drinsteht. Immerhin ein bisschen mehr als über den Simon den Zelot, den wir letzte Woche miteinander angeschaut haben. Ein bisschen mehr. Vielleicht habt ihr es schon erahnt, wir schauen heute das Leben von Matthäus an. Der Matthäus, der auch das Matthäus-Evangelium geschrieben hat. Darum eben habt ihr vielleicht schon viel von ihm gelesen, aber gar nicht so viel über ihn. Von ihm wissen wir, dass er Zolleinnehmer war. Das heisst, er hat als Jude den Römern geholfen, Zollabgaben von seinen eigenen Landsleuten einzutreiben. Und das war eigentlich schon fast Verrat oder, an seinen eigenen Landsleuten. Dazu ist noch gekommen, dass Zöllner oft bekannt dafür waren, dass sie ein bisschen mehr verlangt haben, als eigentlich nötig gewesen wäre, als sie eigentlich den Römern dann weitergeben mussten und sich so eigentlich dann noch an den eigenen Landsleuten bereichert haben. Und die haben sich nicht gross wehren, oder? Weil der hat ja die Römer auf seiner Seite gehabt. Das ist wie so, wenn du 3 ältere Brüder hast und dann kannst du eigentlich, oder? Im schlimmsten Fall holst du einfach die. So hat es Steffi früher gemacht. In der Schule. Nein. Genau. Aber das hat dazu geführt, dass die Zöllner eigentlich sehr einen schlechten Ruf hatten, dass sie gar nicht angesehen sind, dass sie teilweise sogar im gleichen Zug wie andere Sünder sogar mit Prostituierten genannt worden sind. Und ich würde mir, jetzt kann man gut vorstellen, dass uns heute ähnlich geht. Bei uns wären das wahrscheinlich auch so die, wo man sagen, hey, nein, sorry, die gehen gar nicht. Dafür hat das aber natürlich für den, der das gemacht hat, für den Matthäus, hat das auch ein paar gute Seiten gehabt. Er war sehr wahrscheinlich wohlhabend gewesen, wohlhabender als der Rest vom Volk, hat sich ein besseres Leben können leisten, was ihn natürlich wiederum noch weniger beliebt gemacht hat bei den Leuten. Er hat also eine Begegnung gehabt, wo es so war, jetzt oder nie. Die entscheidendste, einschneidendste Begegnung in seinem Leben war wahrscheinlich der Moment von seiner Berufung. Und wir lesen das aus Matthäus 9, Vers 9. Dort heißt es, als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte Jesus. Das ist jetzt äußerst knapp und kurz beschrieben, oder? Und damit wir ein bisschen mehr ein Gespür bekommen, wie denn das vielleicht war, was da so zu tun hat, was da alles noch so mitgespielt hat und wie das so für die Leute rundherum war, haben wir ein Filmteam dort geschickt und der Chosen, die haben das alles super verfilmt und das dürfen wir jetzt zusammen schauen. Hast du letzte Nacht den Wettlauf der Parther gesehen? Darius ist garantiert nugget. Juden besuchen keine Wettläufe. Dein alter Freund Simon hat früher selbst die Wetttabellen geführt. Wir sind keine Freunde. Der Nächste? Na schön, gut. Du warst also nicht bei dem Wettlauf. Bist du zu Hause gewesen? Ich habe meine Mutter besucht. Komm mir bloß nicht damit. Hat sie gefragt, wann du ihr Enkelkinder schenkst? Nein, hat sie nicht.
Ich dachte, deine Eltern reden nicht mit dir. Ich hatte Fragen, die sonst keiner beantworten konnte. Eine Mutter mit einem talentierten Sohn wie du ist bestimmt stolz. Sie beschämt nur, wie ich mein gottgegebenes Talent nutze gegen Gott. Nächster. Du bist gut in etwas und du kannst damit dein Geld verdienen. Ganz einfach. Muss schön sein, in einer so einfachen Welt zu Wir leben. leben in derselben Welt, Matthäus. Der Nächste. Davon abgesehen, was sonst könnte jemand mit deinem Verstand machen? Matthäus! Matthäus, Sohn des Alpheus. Ja? Komm mit mir. Ich? Ja, du. Wow, warte. Was soll das? Du willst, dass ich dich begleite? Geh weiter, Straßenprediger. Weißt du überhaupt, was er getan hat? Kennst du ihn überhaupt? Ja. Hör zu! Ich sag dir so... Was tust du da? Was wird denn das hier? Gaius, lass mich gehen. Bist du verrückt? Du hast Geld. Quintus beschützt dich. Kein Jude lebt so gut wie du. Das willst du alles wegwerfen. Ja. Ich versteh's nicht. Du hast auch nicht verstanden, dass ich dich wählte. Aber das ist was anderes. Ich bin kein Steuereintreiber. Gewöhn dich an anders. Zum Glück sind wir hier vorbeigekommen, Matthäus. Ja. Sollen wir los? Wir müssen heute noch ein Fest vorbereiten. Das wirst du bereuen, Matthäus. Wofür ist die Schreibtafel? Ich habe sie einfach so mitgenommen. Ich kann sie zurückbringen. Behalte sie. Du findest sicher eine Verwendung dafür. Wohin gehen wir? Zu einem Festmahl. Ich bin bei Festmahl nicht gerne gesehen. Nun, heute Abend wird das kein Problem sein. Du bist der Gastgeber. So gut gemacht, oder? Ich finde, was so cool überkommt, ist, wie der Matthäus da völlig in seinem Alltag innen ist. Und dann taucht Jesus auf. Und die Stimmung verändert sich völlig. Jesus ruft ihn. Und der Matthäus lässt alles hinter sich, gibt den Schlüssel ab und folgt Jesus. Und das finde ich, das kommt auch so cool über, obwohl er wahrscheinlich nicht, eben am Anfang wahrscheinlich nicht mit offenen Armen bei den Jüngern willkommen geheissen worden ist. Jetzt, das ist fiktiv, ob es wirklich so war, aber wir können uns gut vorstellen, dass es so war. Wir haben vor, glaube 2 Wochen oder so, haben wir in unserer Small Group einmal noch darüber geredet, wie beeindruckend dass wir das finden, aus diesen Berichten, wie die Jünger, auch schon der Petrus, einfach alles stehen und liegen lassen, um Jesus nachzufolgen. Und nicht einfach irgendwie, ich meine, Matthäus hätte ja können sagen, okay, ich mache jetzt für heute einfach mal schnell Feierabend, für heute ist fertig gearbeitet, ich schaue mir das mal an, sondern nein, er nimmt den Schlüssel, gibt ihn ab und sagt, tschüss, ich künde. Das ist eigentlich völlig crazy. Es ist möglich, oder, dass das ist auch wichtig, hilft vielleicht ein bisschen zum Verstehen, dass der Matthäus sicher schon eine Ahnung gehabt hat, wer Jesus ist. Es ist möglich, dass er schon gehört hat von dem Rabbi, das hat sich ja auch herumgesprochen, wo da vom Johannes sich taufen lassen. Wir wissen auch, dass Jesus eine Zeit lang mit den Jüngern in Kapernaum war. Gut möglich, dass er da auch schon
ab und zu an dem Zollhäuschen vorbeigelaufen ist oder einfach, dass es sich umgesprochen hat. In der Bibel lesen wir das gerade kurz vorher, Jesus einen Gelähmten geheilt hat, dass an das vielleicht irgendwie schon bis zu Matthäus gekommen ist. Also er hat vielleicht schon eine Ahnung gehabt, wer der Jesus sein könnte, aber wirklich kennt hat er ihn nicht. Und der Moment ist gekommen, wo er sich so hat müssen entscheiden. Und der Matthäus hat gewusst, dass der Entscheid im Moment, dass der nicht ohne Konsequenzen geblieben ist. Ich glaube, er hat genau gewusst, was er zurücklässt, wenn er jetzt geht. Sein geregelte, sichere Leben, sein gutes Einkommen, der Schutz der Römer, also in dem Sinne auch eine gewisse Sicherheit, die er zurückgelassen hat. Und er tauscht es ein, mehr oder weniger fürs Gegenteil. Er hat wahrscheinlich gewusst, in dem Moment ist er bei den Römern auch unten durch. Und beim Volk war er schon lange unten durch, also ist nachher sogar bei beiden unten durch. Und all das, um so einem Rabbi zu folgen, der Römer hat gesagt, dem Strassenprediger. Ich glaube, der Matthäus hat schon gewusst, was er zurückgelassen hat, aber was ich jetzt auch nicht ganz sicher bin, ist, wie fest hat er gewusst, auf was er sich einlässt mit Jesus. Aber er war ihm egal gewesen. Er hat gewusst, das will ich machen. Und rein menschlich gesehen könnte man sagen, ist es vielleicht ein schlechter Tausch gewesen, oder der Römer hat auf jeden Fall gefunden, hey, geht's eigentlich noch? Du machst jetzt gerade einen riesen Fehler, der Entscheid. Aber für den Matthäus war es keine Frage gewesen. Für ihn war es ein Tausch, sein Wohlstand, seine Bequemlichkeit gegen ein Abenteuer. Im einen Kommentar haben sie das, finde ich, mega gut gesagt. Er verlor einen bequemen Job, aber er fand seine Bestimmung. Er verlor seine gemütliche Sicherheit, aber er fand ein Abenteuer, von dem er sich nie hätte träumen lassen. Für den Matthäus war es so klar, diese Chance, dem Rabbi jetzt nachzufolgen, die lasse ich mir nicht entgehen. Da gibt es kein nochmal drüber nachdenken, kein drüber schlafen, keine Verhandlungen mit ihm, keine Angst vor den Konsequenzen, sondern das muss ich machen. Wenn ich das jetzt nicht mache, man könnte eben auch gerade so ein bisschen sagen, YOLO, ab ins Abenteuer, dem Jesus hinein. Und vielleicht, wenn du jetzt zurück erinnerst, an deinen Moment, vielleicht kannst du ein bisschen nachfühlen, wie das für den Matthäus in dem Moment war. Jetzt einem Rabbi heisst Lehrer auf Hebräisch, nachzufolgen, das ist damals nicht ein neues Konzept gewesen. Das ist nicht etwas, das nur Jesus gemacht hat und sonst niemand, sondern es ist dort damals so üblich gewesen, dass jeder Rabbi Nachfolger hatte. Die hat man Talmudim genannt. Das sind so quasi Lehrlinge gewesen, die bei dem Rabbi in die Schule sind und die haben versucht, alles von ihrem Rabbi zu lernen. Ihr Ziel war, so zu werden wie er, so zu denken wie er, so zu reden wie er, so zu handeln wie er und seine ganze Sicht aufs Leben zu übernehmen. Und nur ausgewählte Leute konnten dort einem guten Rabbi nachfolgen. Der Rabbi hat im Normalfall entschieden. Und ich glaube, für viele von diesen Jüngern war es eine Sensation, dass Jesus sie ausgewählt hat, ausgerechnet sie. Und darum, vielleicht ist es für den Matthäus das Abenteuer von seinem Leben gewesen, in vollem Bewusstsein, dass das sein ganzes Leben auf den Kopf stellt. Und genau der Ruf, in das Abenteuer von Jesus nachzufolgen, der gilt auch dir. Heute. Dir und mir. Und auch uns, glaube ich, muss bewusst sein, dass wenn wir Jesus wirklich nachfolgen wollen, dass das unser Leben verändert. Und Jesus nachfolgen, eben, wie gesagt, es ist nicht das Gleiche, wie wenn wir heute, ich meine, heute haben wir so mit Nachfolgen oder mit Followen haben wir ein bisschen eine andere Assoziation. Wir denken schnell an Twitter, Facebook, Instagram. Und das heisst nicht einfach ein bisschen Fan sein von Jesus und zu liken, was er so sagt, einverstanden sein mit dem, was er tut, aber alles so aus der sicheren Distanz vom bequemen Sofa aus, da genau das Bild, wie es heute wäre, oder? Wenn Jesus sagt, hey, folg mir nach. So, auf Facebook? Nein, wirklich. Also auf Twitter. Und dann sagt Jesus so, ich starte nochmal ganz von vorne, ganz langsam und du sagst mir, wo ich dich verliere. Weil wir uns heute das Konzept vielleicht so nicht mehr ganz gewöhnt sind. Aber Jesus versteht etwas anderes darunter, ihm nachzufolgen, auch heute. Und er macht es uns da auch nicht ganz so einfach. Matthäus 16, Vers 24 sagt er zu seinen Jüngern,
Wer zu mir gehören will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Und das ist nicht so eine einfache Bibelstelle, oder? Das ist so eine von diesen Bibelstellen, wo der Puls ein bisschen schneller anfängt zu schlagen, wo einem das Blut in den Kopf steigt, wo, ich weiß nicht, vielleicht merkst du gerade, hast du ein bisschen schweissige Hände bekommen, als ich die vorgelesen habe. Weil es ist schon noch krass, oder? Das Kreuz auf sich nehmen, im Wissen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Das klingt heftig. Das ist radikal. Und damit verbunden, oder, ist dann auch die Frage, ja, was heisst denn jetzt das genau für uns? So als Jugendlicher habe ich mich dann oft gefragt, ob ich jetzt das einfach irgendwie genau gleich machen muss wie die Jünger dort und mein ganzes Leben zurücklassen und alles, was ich habe, irgendwie weggeben, ausziehen daheim, umziehen, irgendwie so halb als Obdachlose und einfach für Jesus leben oder irgendwo in ein fremdes Land gehen, wo ich eigentlich keinen Bock drauf habe. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, so, okay, das würde einfach auch nicht so Sinn machen, wenn jetzt das jeder von uns würde machen. Und irgendwie dann müsste man das Gott, wenn, dann schon sehr persönlich sagen, dass es so ist. Ich glaube, in dieser Aussage im ersten Teil gibt Jesus uns schon einen ziemlich guten Hinweis darauf, was das eigentlich heisst. Oder? Er sagt dort, wer zu mir gehören will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen. Und ich glaube, da geht es nicht darum, sich selber in den Mittelpunkt zu stellen, indem man einfach in einer Gruppe der Leute ist und der Tollste und der Schleuste sind, sondern es geht um die Frage, was ist der Mittelpunkt von meinem Leben? Dreht sich in meinem Leben alles einfach um mich? Oder um meine Familie, meinen Job, mein Ansehen, mein Wohlbefinden? Und ist Gott in dem Sinne einfach ein nices Add-on? So die Versicherung, wenn es schlecht läuft, wo verantwortlich dafür ist, alles Schlechte aus meinem Leben fernzuhalten oder wieder gut zu machen, wenn irgendetwas kaputt gegangen ist, so ein bisschen der Pflästerli-Gott, oder, wo es dann ein Pflästerli gibt und schaut, heile, sagen, alles okay. Und ich glaube, das ist die Frage, wo Jesus da den Jünger stellt und sagt, hey, wer bin ich für dich? Ist Gott einfach dazu da, dir ein gutes Gefühl zu geben, ein besseres Leben zu geben, so quasi eine Lifestyle-Choice? Oder sind wir wirklich bereit, ihn zum Zentrum von unserem Leben zu machen und unser Leben nach ihm auszurichten? Und wenn wir das machen und wenn wir uns das so fragen, oder, dann kommt sehr schnell die Frage ja innerlich dann auch auf, ja, lohnt sich denn das? Lohnt es sich, dem Jesus nachzufolgen, wenn das so viel kostet? Lohnt sich das, ihn zu unserem Zentrum vom Leben zu machen? Oder ist dann vielleicht der Matthäus nicht auch einfach ein bisschen gar enthusiastisch gewesen, wo er so ohne Zögern alles zurückgelassen hat? Und wir lesen in der Bibel, dass auch die Jünger sich die Frage zwischendurch gestellt haben. Der Petrus hat zu Jesus gesagt, Markus 10, du weißt, wir haben alles zurückgelassen und sind dir nachgefolgt. Jesus erwiderte, ich sage euch, jeder, der um meinetwillen und um des Evangeliums willen Haus, Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker zurücklässt, bekommt alles 100-fach wieder. Jetzt, in dieser Zeit, Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker, wenn auch unter Verfolgungen und in der kommenden Welt das ewige Leben. Also ja, Jesus nachfolgen lohnt sich. Und es lohnt sich weit über das Leben aus, wo wir jetzt drin haben, auch in die zukünftige Welt, auf das ewige Leben raus. Aber der Gewinn ist nicht einfach nur ein jenseitiger Gewinn, sondern es lohnt sich auch schon jetzt in diesem Leben, auch in deiner Situation, aber vielleicht nicht in unserer menschlich-weltlichen Erfolgswährung, wie wir uns das manchmal vorstellen, indem es uns einfach nur gut geht, indem wir viel Geld haben oder sonst alles, was wir gerne hätten, Vergnügen und so weiter. Jesus ist da recht ehrlich und sagt, hey, aber wenn auch unter Verfolgungen. Aber was das Leben in der Nachfolge bringt, ist Leben von einer ganz anderen Qualität. Jesus hat in der Zeit, wo er gelehrt hat, davon geredet, dass sein Königreich nahe ist. Ja, dass es sogar schon angefangen hat und mitten unter uns ist und dass die Einladung, ihm nachzufolgen,
gleichzeitig auch eine Einladung ist, ein Teil von dem Königreich zu werden. Er hat das vorgelebt, er hat das demonstriert, das Leben in dem Königreich und das Leben von eben einer ganz anderen Qualität wie unser normales Leben. Es ist ein Leben, das gefüllt ist mit einem inneren Reichtum, mit Frieden, mit tiefer innerer Freude. Ein Leben geprägt von Liebe, ein Leben mit Hoffnung, mit Bestimmung, ein Leben mit einer gestillten Seele, ein Leben mit Gemeinschaft mit Gott. Und das ist genau das, was ich will. Und wahrscheinlich viele von euch auch. Und der Preis dazu, und ich glaube, das ist manchmal der springende Punkt, ist nicht einfach, dass man sagt, hey, ja Jesus, ich glaube, was du sagst und ich bin Fan von dir und es ist mega cool, sondern es ist, dass wir uns darauf einlassen, Jesus nachzufolgen. Und dass wir ihn zum Mittelpunkt von unserem Leben machen und lernen, so zu werden, wie er ist. Und wer lernen möchte, so zu werden wie Jesus, der muss lernen, so zu leben, wie das Jesus gemacht hat. Und das ist etwas, das eben nicht funktioniert, denn wenn Jesus für uns einfach nur ein nettes Add-on ist, das man noch cool findet und wo man vielleicht auf einer intellektuellen Ebene einfach zustimmt. Und ich glaube, das ist oft das Problem, dass viele Christen an diesem Punkt irgendwo stehen bleiben. Sondern das passiert dann, wenn wir anfangen, wirklich auch so, wie wir unser Leben leben, nach Jesus ausrichten. Jesus sagt in Matthäus 6,24, ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Und ich glaube, in dem steckt eine mega tiefe Wahrheit. Die Frage ist, wenn wir nicht werden wie Jesus, wenn wir uns nicht nach ihm ausrichten, wie was werden wir denn? Was werden wir denn sonst? Oder wenn wir uns eben nicht bewusst versuchen, an Jesus auszurichten, an was richten wir uns denn sonst aus? Und was prägt unser Leben sonst? Und der John Mark Comer, finde ich, bringt das in einem Statement mega auf den Punkt. Er sagt, diejenigen von uns, die Jesus nachfolgen wollen, müssen sich dieser Realität bewusst stellen. Wenn wir nicht absichtlich von Jesus selbst geformt werden, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass wir unabsichtlich von jemand anderem oder etwas anderem geformt werden. Also wenn wir nicht absichtlich Jesus ins Zentrum stellen, dann werden uns andere Sachen rund um uns herum beeinflussen und in ihre Richtung ziehen und werden an uns schaffen und werden uns automatisch in dieselbe Richtung verändern und bewegen. Und auch wenn du vielleicht manchmal denkst, du lässt dich nicht so leicht beeinflussen, hey, wir werden nonstop beeinflusst. Du hast nonstop Werbung um dich herum, Serien, Nachrichten, was Freunde dir erzählen und so weiter. Ich meine, vielleicht die einen haben das auch schon erlebt, dann kaufen plötzlich 2, 3 Freunde von dir ein neues Auto und plötzlich bist du auch am Überlegen. Es geht so schnell. Und plötzlich merkst du, eigentlich wäre es schon noch cool und würde das Leben vielleicht schon noch ein bisschen besser machen. Und mit Häusern bauen ist es genau das Gleiche. Ein paar Leute rundherum fangen an zu überlegen und plötzlich bist du auch drin. Und ich glaube, darum der Aufruf von Jesus, unser Kreuz auf uns zu nehmen und uns nicht mehr selber in den Mittelpunkt stellen, sondern bewusst ihn zum Zentrum von unserem Leben machen. Weil wenn wir das nicht bewusst machen, dann wird irgendetwas anderes sich den Platz automatisch schnappen. Darum, das ist mir mega wichtig, nochmal zu betonen, Jesus nachfolgen heisst nicht einfach der Lehre von Jesus zustimmen und sagen, hey, mega cool, ich finde es mega gute Gedanken, was Jesus da hat, sondern Jesus nachfolgen heisst lernen, so zu leben, wie das Jesus tun hat. Das ist vielleicht auch der Grund, warum Jesus nicht einfach nur umgezogen ist und predigt hat, sondern Leute wirklich eingeladen hat, ihm nachzufolgen. Weil er wollte, dass sie lernen, so zu leben wie er. Dass sie von ihm abschauen können und das weitergeben können. Die Frage ist vielleicht, oder wo du dir jetzt gerade stellst, ist jetzt vielleicht noch ein bisschen unkonkret, oder? Was heisst denn jetzt das? Und das verstehe ich und ich versuche es, ohne jetzt noch eine zweite Predigt zu machen, einfach ganz kurz ein bisschen skizzieren, ein paar Gedanken. Ich glaube, es geht darum, dass wir lernen,
auch anzuschauen, was ist denn der Lebensstil gewesen, wo Jesus gelebt hat und was könnte das für uns heute heißen? Wie könnte man den Lebensstil, wo Jesus gelebt hat, ins Heute hinein adaptieren? Also was sind seine Gewohnheiten gewesen, die er hatte? Was ist sein Rhythmus drin gewesen, wo er gelebt hat? Was hat zu seinem Alltag gehört? Was hat ihn geprägt? Was hat er für geistliche Beziehungen, geistliche Gewohnheiten gehabt? Wie hat er seine Beziehung mit Gott gelebt? Und vielleicht ein paar so Gewohnheiten, die uns helfen können, unser Leben durch Jesus neu gestalten lassen. Es ist nicht eine vollständige Aufzählung, es ist einfach jetzt ein paar Beispiele, da gibt es auch noch andere Sachen. Aber das eine ist ein Sabbat, ein Tag der Ruhe, als ein Widerstand gegen den Stress und die Rastlosigkeit in unserem Alltag, wo wahrscheinlich die meisten von euch kennen. Sonst müsst ihr mir das Rezept erzählen, wie ihr das macht. Wir hatten letztes Jahr eine Serie darüber gehabt, wo wir das ausführlich angeschaut haben. Stille und Einsamkeit, so Moment vom Frieden und von der Ruhe im Lärm und der Dauerberieselung von unserem Alltag. Gebet und Bibellesen, die Beziehungspflege, die Verbundenheit mit Gott, Leitung durch sein Wort, Fasten, ein Verzicht in einer Kultur, wo es einfach darum geht, zu konsumieren, von ich kann alles haben und am besten jetzt sofort, auch mal lernen, zu Sachen Nein sagen. Gemeinschaft, sich Teil von etwas machen, wo nicht eben wir selber das Zentrum sind, und nicht uns selber zum Größten machen. Tiefe statt Oberflächlichkeit in Beziehungen. Großzügigkeit. Lernen, genügsam zu sein, großzügig zu sein, als ein Gegenmittel gegen Egoismus und Materialismus in unserem Leben. Dienst am Nächsten, sich nicht selber ins Zentrum stellen, sondern sich auch an andere Menschen zu verschenken und zu merken, wie viel Freude in dem hinein eigentlich ist, wie viel mehr gesegnet das oft ist. Das Gesendetsein, ein Segen dort sein, wo Gott dich angestellt hat, sein Licht dort leuchten lassen und auf ihn hinweisen. All das und noch viel mehr ist ein Teil davon, was es heisst, Jesus nachzufolgen, was es heisst, zu lernen, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Und das ist ein Abenteuer. Und das ist mega spannend, das ist herausfordernd und es ist unglaublich bereichernd. Und vielleicht bei dieser Liste, ich hoffe, dass du ein bisschen in deinem Inneren gespürt hast, dass da eigentlich eine unglaubliche Schönheit drin liegt, in einem Leben, das so funktioniert. Aber es bedeutet, anders zurückzulassen. Es bedeutet, andere Sachen zu repriorisieren, hinten anzustellen, wegzulassen. Und ganz ehrlich, mein grösstes Problem damit ist, dass ich immer wieder, und ich kann immer wieder drin versuchen, Jesus nachzufolgen und dann doch alles andere irgendwie anders so ein bisschen in mein Leben hineinzuquetschen. Dass ich irgendwie oft einfach doch nicht ganz bereit bin, zurückzulassen, was mich abhaltet davon, diese Sachen wirklich umzusetzen und Jesus so nachzufolgen, wie das Matthäus gemacht hat. Und zu oft ist es wahr, dass das, was manchmal Jesus noch überkommt, das ist, was eigentlich einfach am Schluss noch übrig bleibt. Und ich merke, hey, mein Lebenstempo ist viel zu hoch. Und so oft hocke ich in meinem Zollhäuschen und Jesus läuft vorbei und ich merke es vielleicht gar nicht. Und vielleicht geht es dir ähnlich. Und vielleicht ist es gut, wenn wir heute mal so einen Moment machen, wo wir innehalten und uns fragen, hey, wo kommt der Glaube und die Beziehung zu Gott bei dir einfach noch das über, wo nach allem anderen übrig bleibt? Und wo hat es wirklich Priorität? Wo richtest du dein Leben wirklich an Jesus als Zentrum aus? Und wo ist es ehrlich gesagt eher so, dass er sich deinen Prioritäten anpassen muss? Matthäus hat keine Sekunde gezögert, sondern hat ohne Bedenken sein altes Leben zurückgelassen. Und im Kapitel 13 vom Matthäus-Evangelium überliefert uns nachher der Matthäus das Gleichnis vom Schatz im Acker. Und das ist mir in der Vorbereitung immer wieder in den Sinn gekommen. Das ist ganz ein kurzes, ein Satz. Jesus sagt, Gottes himmlisches Reich ist wie ein verborgener Schatz, den ein Mann in einem Acker entdeckte und wieder vergrub.
In seiner Freude verkaufte er sein ganzes Hab und Gut und kaufte dafür den Acker mit dem Schatz. Ich glaube, der Matthäus hat sich mit dem Gleichnis mega gut identifizieren. Ja, er hat all seinen Reichtum, seine Sicherheit, sein bequemes Leben eingetauscht, um diesen Schatz zu haben, um Jesus nachzufolgen. Weil er gesehen hat, was in dem für einen Schatz verborgen liegt. Was in dem für einen Wert ist. Und dass es wert ist für diesen Schatz, alles, was er hatte, anzugeben. Und er hat diesen Tausch gemacht, ohne groß zu überlegen. Sein altes Leben gegen ein neues Leben. Und ich glaube auch heute ist, wenn wir Jesus nachfolgen, es ist nicht einfach nur, wir geben etwas auf, sondern im Endeffekt ist es auch ein Tausch. Und zwar ein Tausch, der sich lohnt. Nicht nur, wenn wir die Perspektive von der Ewigkeit mit einbeziehen, sondern auch heute. Wenn du dich auf das Abenteuer vom Glauben einlässt, dann bedeutet das zwar, dass du deine Komfortzone verlässt, dass du dich nicht mehr ins Zentrum von deinem Leben hineinsetzt und Jesus zu dem machst, dass du Sachen zurücklässt, die nicht zu einem Leben passen von der Nachfolge. Aber im Endeffekt, das, was du überkommst dafür, ist so viel wertvoller. Ist wie der Schatz in dem Acker. Du tauschst materielle Richtung gegen eine innere Richtung. Du tauschst Stress und Erschöpfung gegen Ruhe. Du tauschst Angst und Unruhe in deinem Herz gegenüber einem tiefen Frieden. Du tauschst Ablenkung und oberflächliches Vergnügen gegen die Verbundenheit mit dem Gott. Du tauschst Oberflächlichkeit und Individualität gegen eine liebevolle, tiefe Gemeinschaft mit anderen Christen. Du tauschst Konsum und Habsucht gegen Genügsamkeit und das Gefühl von Zufriedenheit. Du tauschst Angst vor dem zu kurz kommen gegen die Freude vor der Grosszügigkeit. Abhängigkeit gegen Freiheit. Und noch so viel mehr. Was möchtest du heute tauschen? Siehst du den Schatz in dem Acker? Und was ist es, wo du vielleicht angeben musst, um diesen Schatz zu überkommen? Was ist es, wo du müsstest zurücklassen, wenn Jesus heute an deinem Zollhäuschen vorbeiläuft und dich einlädt, zu ihm nachfragen? Hast du das Vertrauen in ihn, dass es wert ist, ihm nachzufolgen? Ich möchte die Fragen euch so mitgeben und ich möchte beten zum Schluss und lade euch ein zum Aufstehen. Ja, Jesus tönt so auf den ersten Blick so schwer und krass, unser Leben dir anzugeben, uns nicht mehr selber im Mittelpunkt stellen und das Kreuz auf uns nehmen. Und dann erinnert es mich daran, dass du das Kreuz auf dich genommen hast für uns. Dass du alles angegeben hast, dass du dein Leben angelegt hast für dich, für mich. Dass du uns von ganzem Herzen liebst. Und dass du unsere Nachfolger rufst, nicht weil du cool findest, wenn dir jemand nachfolgt, sondern weil du uns zeigen willst, was der Weg ist. Der Weg zu dir, zum Vater. Der Weg zu einem Leben, unserer Bestimmung. Der Weg zu einem reichhaltigen Leben. Vielleicht nicht nach menschlichen Maßstäben, aber wo innerlich reich ist. Und wo wir zurückschauen drauf und sagen, es hat sich gelohnt. Und es lohnt sich noch viel mehr, weil das Beste noch vor uns liegt. Jesus, du siehst, wie schwer dass wir uns trotzdem manchmal stünden, damit dich wirklich zum Mittelpunkt von unserem Leben zu machen. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du zu jedem Einzelnen von uns nochmal redest. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zum wiederholten Mal, vielleicht ist es ein
aufrufen, nochmal aus der Bequemlichkeit heraus zum Aufstehen. Und uns nochmal fragen, was heisst es für mich heute, dich, Jesus, zum Zentrum von meinem Leben zu machen. Schenke uns den Mut, so wie der Matthäus, aufzustehen, aus dem Bequemen raus. Und uns aufmachen und nicht zurückschauen. Und dem Ruf von dir zu folgen.